Das Schloss Almir ist bisher der geilste Ort. Ihr macht's mir nicht mal Damage hier, Opferkinder. Oh mein Gott. Wir stängern vor Schloss Almir. Wir haben den Eissee komplettiert. Also, schätze ich mal. Aber die Tür ist zugefallen. Und hier brauchen wir Brandohren. Sehr gut. Wir haben Wulpix natürlich dabei. Da ist zwar nur uns davor rumgelaufen. Können wir so die Tore öffnen? Tatsächlich. Und wir können wirklich reingehen. Geil, Alter. Ich schaffe die Blaugemme. Und direkt zur Alpolos rein. Let's go. Hoffentlich ein Double Fight. Natürlich nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Oh. Oh, 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 oh. Oh, Bro. So. Ach, wir haben Alpollo noch gar nicht gehabt. Psykraft 2. Dann fangen wir doch gleich Nummer 1. Haha. Und so starten wir in... Oh Gott, oh Gott. Die neue Mission rein. Die Blaugemme zu beschaffen. Und ich finde das gerade geil, dass wir wirklich in Schloss Almir drin sind, verdammt. Das ist ja ziemlich vereist. Das schaut so geil aus. Sackgasse. In dieser Richtung geht es nicht weiter. Durch die Gänge im ersten Stock kommen wir auch nicht weiter. Unpassierbar. Gefällt mir gar nicht, dass hier Nachtschatten rumwimmelt. Dann bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen diesen Eisblock dort loswerden. Boah, das ist ein dickes Ding. Was kann da helfen? Ja, wahrscheinlich eher Brand. Aber dieser Brocken ist riesig. Wenn das Eis am Stiel wäre, könnte so ungefähr 403 Leute davon futtern. Moin, Leute. Hey, diese Klamotten. Wie heißt die Typ nochmal? Ach ja, Pokémon Ranger. Bist du wegen Eis am Stiel hier? Tja, warum sollte ein Ranger hierher kommen? Hier gibt es keine Hinweise, Antworten, Geheimnisse oder gar riesige Kristalle. Pff. Haltet die Klappe, ihr Trottel. Ihr habt den Hang, einfach zu viel zu plappern. Tja, was hat er jetzt gesagt? Hundusta Trio? Ein Quartett. Okay. 4 Hundusta also. So soll es sein. Dann starten wir doch mal gleich. Und dadurch, dass ihr zu Unlicht seid und nicht zu Feuer, ist das nicht nur schwach, sondern normal stark. Okay, dann machen wir erst so und so. So viele Erfahrungspunkte. Ich liebe es. Yes! Ja, die Konminis haben immer noch nicht mehr drauf. Genauso wie Team Nachtschatten generell. Egal wo wir hier kommen, wir klatschen die einfach weg. So bam, bam, links, rechts. Und sie lachten echt. Ich bin nicht wirklich zufrieden darüber, dass unser Ziel nicht erreicht wurde. Aber für den Moment ziehe ich den Rückzug vor. Aha. Okay. -3 Leute in Schloss Almir. Das müsste ein Schnäppke sein oder ein Apollo hinten in meinem Indik. So, Schnäppke, du Schnäpfe. Attackier mal einfach mal gleich direkt wieder mit Handflammen. Weil es so Spaß macht, weißt du? Weil die Pokestärke ist auch relativ schnell wieder aufgeladen immer wieder, deswegen... Guck mal. Komm mal die schon mal hernehmen. Und ich glaube, man kriegt sogar Bonus-Erfahrungspunkte. Zertrümmern Ohrens kriegen wir da. Okay, schneller Fang, gelungene Pokestärke. Ja, wunderbar. Als allererst, bevor ich irgendwie links oder rechts irgendwo hingehe, möchte ich wissen, was der Eisblock braucht. Und zwar Brand 4. Sowas haben wir noch nie gehabt. Brand 4. Es wird brandgefährlich, Leute. Das ist krass. Was kann denn Brand 4 haben? Also, Kamerupt hat Brand 3 gehabt. Wenn ich mir recht erinnere. Was war da links gerade für Pokémon? Raichu nochmal. Ohne Scheiß. Ich finde, das schaut so mega cool aus, dieses Schloss. Oh, 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 hey, 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 was ist da los? Giftwolke. Yo, Smogmog. Den Kollegen gibt's ja auch. Smogon haben wir ja schon zu häufig gesehen. Okay, und auch Smogmog hat nichts drauf. Greift viel zu langsam an, halt an, nur Tackle 2. Ja. Aber ist jetzt auf jeden Fall in unserem Verzeichnis drin. Oh.
kann sogar draußen rumlaufen, krass. Knuddelluff. Oh, was war das da oben? Finontor? Knuddelluff, du bist gerade irgendwie ganz schön nervig. So, komm. Ja, da geht noch mehr. Aua. Yes, so. Knuddelluff wieder ein neues Pokémon normalerweise. Eine arme Tackle 2, also Smogmog komplett useless. Wahnsinn, Alter, für Non-Toy. Ich habe sogar deinen Namen im Kopf gehabt. Und ich bin echt kein heftiger Pokespieler. Gut, dann gehen wir mal an die anderen Seiten rüber. Holy shit, ist das geil! Alter, Schloss Almir ist bisher der geilste Ort! Leute, ihr habt's gewusst. Wir kriegen nicht nur Eis-Pokémon, sondern jetzt auch Drachen. Geil. Dratini, unser erstes Drachen-Pokémon. Ist aber ein cooles Vieh, oder? Schaut es euch an. Wunderbar. Aber du musst halt direkt wieder los. Was so ein Drachenpartner war halt auch cool, aber was kann das dann sein? Das ist auch wieder Brandorns, gell? Mhm. Ja gut, dann wenn wir nochmal zurück und eine Vulpix holen. Wenn wir das Spielchen jetzt öfters haben, dann merken wir uns das. Ah, dann machen wir ja auf hier, Vulpix. Wie geht's weiter? Was ist da drin? Oh, wow. Jetzt wird der Weg verspart. Wait, der Boden ist ganz schön vereist. Es ist so ein Schlitterrätsel. Konnte ich sehen? Alter, jetzt langt's dann aber auch mal. Hallo! Es langt jetzt. Ah, okay, na, es ist nicht wirklich ein Schlitterrätsel, weil man sich immer nur frei bewegen kann. Zwar nur wesentlich schwieriger und wenn man runterfällt, ist glaube ich blöd. Aber kann man die Dinger auch tippen? Na. So, dann kommen wir jetzt so vorbei. Ja, man kann. Okay. Aber was ist das? Was ist da rechts drin? Das ist interessant. Dann wieder ein paar Schnäppkäs. Was haben die damit drauf gehabt? Da Trümmern, gell? Ja. Wow, Aquana! Mit die habe ich ja gar nicht gerechnet. Hat's a Glaciola schon gegeben? Weil, I doubt it. Komm. Nein, ich hätte Bolz sagen müssen. Gut. Aquana haben wir mit Sicherheit noch nicht gehabt. Löschen 3 ist stark und ich glaube, wir kannten ab mal wieder so praktisch die zweite Verbesserung für die Typenabwehr kriegen. Wow. Vulnona. Hast du Brand 4? Ey, so ein schönes Vieh. Autsch. Okay, ich glaube, ich weiß, warum hier Aquana direkt davor war. Und zwar um die Pokestecke Wasser, ey, zum Sitzen. Ah. Oh, wait, 200? Das war's. Ja, passt schon. Das ist okay. 200 macht die volle Blubberblase. Brand 4. Geil, Alter. Vulnona? Konnte ich sehen, dass du der neunschwänzige Fuchs bist? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du wirklich 9 hast. Aber du erinnerst mich immer wieder an Naruto. Und ich glaube, da geht's jedem so. Aber du bist wesentlich schöner als der neunschwänzige Fuchs. Majestätisch. Ja, okay, komm. Aquana, du kommst auch noch mal mit. Wer weiß, für was du nur gut bist. So, bevor wir jetzt da
den Eisbrocken wegmachen, schauen wir nur in den anderen Raum rüber. Weil da ein Sichler ist, das gerade komplett apeshit crazy geht. So. Ein Sichler, was kann denn ein Sichler drauf haben? Was uns jetzt da noch von Nützen sein wird. Das wahrscheinlich zerschneiden, ne? Aber... Zerschneiden. Ja, zerschneiden 3. Krass. Ja, okay. So. Molona. Bitte beeil die, bevor das Alpolomio greift. Die erste Pokestärke mit Stärke 4 ist zum Einsatz käme. Ziemlich krass. Oh, wir speichern mal ab. Wir wissen ja, was sowas heißen kann. Boss oder sowas. Nahtloser Übergang. Ja, irgendwas wird prepared gerade. Okay, wir sind wieder in diesem eisigen Abteil. Aha. Ach, da fällt mal runter. Ah, das ist natürlich interessant. Okay, es passiert also nichts, man fällt einfach nur runter. Und irgendwie habe ich doch nicht ganz gesehen, dass da so eine Lücke dazwischen ist. Aber klar, das macht Sinn. So, ich möchte, damit ich jetzt da drauf gehe. Oh, da darf man gar nicht lang stehen bleiben. Wie macht man das denn, wenn das so schlittert die ganze Zeit? Ja, das wäre dann nur mehr tricky jetzt. Okay, pass auf. Richtig. Zack. Zack. Oh. Das ist echt nicht so leicht, Leute. Weil man möchte ja schnell drüber käme. Und wenn man immer so entgegenlenken muss, damit man hier drunter schlittert, ist das schwierig. Na, okay. Ging. So, für Non-Tor. Jetzt sind wir bei dir. Konntest du irgendwas Krasses? Ja, mir erstmal den Damage machen. Also ich muss langsam ein bisschen aufpassen. Klar, wir haben auch Reitsche nur dabei. Oh, ich dachte die vielleicht gerne mal, na, einkreisen. Dicke, Alter. So, dann machen wir es jetzt auf dem Altbewährt. Ah, Pinonta bewegt sich viel. Das ist gar nicht cool. Zertrümmern 3 hast du. Ah, wait a minute. Für was haben wir dann die ganze Zeit Rex Blizzard dabei? Für was existierst du, Rex Blizzard? Oh, aua! Wir haben schon Sichler dabei. Wir müssen weiter. Holy shit. Wir haben da einen Kollegen, den ich noch nicht kenne. Walreiser! Oh Gott! Perfekt. Alles noch mit gut gegangen. Nur die Ruhe bewahren. Wir sind im gelben Bereich der KP. Aber wir werden das regeln. Wenn wir nicht auf einmal... Ah! Ne, wir zogen Balls und machen weiter bis zum Schluss. Wenn wir nicht auf einmal so einen 10er Damage auf der Map kassieren. Du hast Zertrümmern 3? Für was haben wir überhaupt... Wir haben gleich Level Up. Was? Ich spule das jetzt mit Balls runter und lass Reitsche nochmal wieder herin. Ja, du hast mir ganz schön Damage gemacht. Nonto, glaube ich, du hast nicht attackiert. Bro, ich spiele gerade wirklich mit unserem Leben. Ich fange jetzt nochmal so ein Popel Vulpix und dann ein Popel Rosanna, damit wir Punkte kriegen und vermutlich ein Level Up. Ja, passt. Doch kein Rosanna mehr. Ja, Leute, man muss einmal was riskieren. In dem Fall habe ich gerade unseren ersten Tod riskiert. Oh, scheiße, warte, ich muss nochmal zurück. Das hat nämlich Thumbnail-Potenzial. Ich glaube, das nehme ich auch. Ungefähr so. Geil. Gefällt mir. Schön. Cutscene. Da sind wieder mehrere. Die sind davor abgehauen. Psykraft brauchen wir da hinten. Und eine rote Tür heißt mehr Psykraft. Hey, was haltet ihr so von unserem Boss? Haben wir es mit Glacio? Ich sag Glacio. Ist mir lieber. Persönlich finde ich Glacio total in Ordnung. Ihr wisst ja, wie Lavana immer ohne jeden Grund explodiert. Und Odo aus seinen Depressionen zu holen, macht echt überhaupt keinen Spaß. Echt? Siehst du das so? Also ich hätte lieber Lavana zum Boss. Sie ist so leidenschaftlich wie ein Vulkan. Und noch wichtiger, von allen 3 Bossen ist sie die einzige Dame. Du bist ein Sim-Kollege. Und du warst es selber. Verdammte Scheiße, du mal der Hand aus der Hosen, das gibt's ja nicht da. Ja, leider zählt das nur alles nichts. Die 3 sind die Lieblinge vom Big Boss. Sie können kein Wässerchen trüben. Solange sie da sind, ist es für uns elend schwer befördert zu werden. Wie wahr, nur allzu wahr.
Was mich aber am meisten nervt, ist, dass sie uns nicht mal einen richtigen Namen gönnen. Ich meine, wäre Admin A und Admin B oder so wirklich zu viel verlangt? Well, es war ein kleiner Fourth Wall Break oder so. Ach Männer, ein Ranger hat unser Gelaber belauscht. Geläster belauscht. Das ist mir jetzt aber echt peinlich. Aber wir lassen ihn alles wieder vergessen. Befehl an alle, Samurzel. Angriff! Samurzel? Okay, well, das ist ein Free Samurzel. Ich sag schon nichts mehr. 8, oder? Ihr macht's mir nicht bei Damage, ihr Opferkinder! Oh mein Gott! Seid ihr Kacklappen, ohne Scheiß. Ihr Gott, das wäre jetzt interessant, weil so viel geschossen werden überall, aber dass ihr weniger mit Damage macht, ist einfach nur traurig. Das sind so viele krasse Pokémon links rum, die mir auf der Karte 10 Damage machen und dann kippst du mit Samurzel? Aber sehr interessant. Glasio, Lavana und Odo. Also Eis, Feuer und irgendwas noch. Und die sind anscheinend so Macker vom Big Boss von Nachtschatten. Da bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie der Big Boss überhaupt ist, weil Herr Tolero kann ich mir nicht ganz vorstellen. Alles fühlt sich bedeutungslos an. Hast du einen Namen? Mare? Warum darf ich nicht so einen coolen Namen haben? Tja, mein Junge, denk mal drüber nach. Und da brauche ich nochmal zweimal Brand. Eine geheime Tür, wo wir 2 Vulpix brauchen dafür tatsächlich. Und aus Schiss, dass die Flamme nicht gespeichert bleibt, wenn man den Raum verlässt, habe ich ja gleich 2 Vulpix mitgebracht. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Und da wird jetzt wahrscheinlich irgendein Special-Pokémon dahinter sein, weil mehrere kann ich mir nicht vorstellen. Oh! Heidewitzka. Und ich glaube, nein, ich glaube, wir brauchen die sogar, Traunmagil. Wegen dieser Psykraft-Tür. Oh! Da haust du die Attacken raus. Ah, shit. Schade. Du bist ganz schön nervig. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power. Ein bisschen mehr Wumms. Bam. Traunmagil. Das ist ja ein richtig schönes Ding, oder? Habe ich das so majestätisch? Habe ich eigentlich nie so richtig auf dem Schirm gehabt. So, Psykraft 3. Oh, wait, was haben wir denn da? Eisstatue? Wo habe ich den? Okay. Ich habe mir da was aufgeschrieben. In die Chroma-Ruinen gibt es eine Tür mit Psykraft 3. Psykraft 3 haben wir jetzt da. Und da hat es auch so eine Statue gegeben, die haben wir mit Zerschneiden 5 bearbeiten müssen. Komplett gestört haben wir natürlich nicht. Und da haben wir jetzt eine mit Brand 5. Das ist ja interessant. Und ihr erkennt da ein kleines Muster tatsächlich. Das eventuell mit ein paar legendäre Pokémon zum da hat. Naja, das heißt, wir werden wieder an den Ort zurückkommen, Frere oder Spada. Und ich glaube, er hat ziemlich spart. Aber wir werden zurückkommen. Und wir werden ready sein. Genauso wie wir das nächste Mal für diese Tür hier ready sein werden. Aber ja, andererseits. Ich kann nicht ganz warten. Soll ich das nur in den Part einbauen? Nein, wir machen das beim nächsten Mal. Leute, danke fürs Zuschauen. Den nächsten Part findet ihr dann in der Endcard, sobald er online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.